Es geht weiter, stets halt zurück bei Pokémon The Game CA. Ja, nach der letzten Folge, wo wir das Quatschutsu-Nick gewonnen haben. Online Rang K erreicht, ne? Ja, hier Foxy hat's bereits gegeben. Wo sehe ich jetzt? Item? Item, wo bist du? Hier. Quatschutsu-Ni. Eine mysteriöse Megasteine wird von einem Quatschutsu getragen, kann es im Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Wenn wir mal Foxy trainieren würden, ne, durchaus eine Option. Und dann habe ich jetzt für das Team hier entschieden. Und ja, wir machen natürlich direkt weiter. Da vorne ist jemand, der wartet darauf, dass wir mitmischen. Michael. Irgendwie seltsam. Wir sind an einem Ort, wo die Konzentration der Megasens erhöht sein soll. Aber offenbar nicht. Fehlt jede Spur. Vielleicht sollten wir das nochmal von Vincent prüfen lassen. Hinter dir. Hallo. Ah. Ja, jetzt sehe ich es auch. Nachher mal über deine Pokémon, ne? Ist doch nicht nötig, aber danke. Voll easy kriegen wir hin. Ja. Wenn du es sagst. Und jetzt wird Barnet richtig mega, mega, mega. Nee. Machen wir so. Das gerade. Das ist echte hier, ne? Entschuldigung, es war das echte. Der ist so schnell. Oh Gott, das wird ein nerviger Fight. Ich habe ihn auf eine neue Folge gelegt. Der kann ja richtig dauern. Nehmen wir ganz kurz Lucario rein, ne? Bin noch ein bisschen unsicher, welches mein Pokémon hier die meisten Damage macht tatsächlich. Aua. Das Vieh ist leicht nervig. Also die Kopien wieder weg, ne? Mal gucken, was Pandago machen kann. Schnell bist du, das muss ich dir lassen. Wenn es einfach so abhaut, ist voll scheiße, Mann. Okay, ich habe keine Wahl, ich muss so ran.
Schattenstoß auch dezent nervig. Oh, schon wieder. Mann, nicht ständig abhauen. Der Kampf ist so scheiße. So langsam auf der Hälfte runter? Nee, wa? Junge, jetzt ist auf die Hälfte. Noch mehr? Ja, chill mal, Bruder. Kann das Vieh mal aufhören, immer abzuhauen? Junge. Das ist mein Hass-Pokémon, aber nicht. So. Ein Doppelgänger mal weg, immerhin etwas. Nein, immer setzt Phantomkraft ein. Junge. Phantomkraft ist so eine Imba-Attacke hier. Mach es halt so, komm. Machen wir auf die ganzen Fakes hier. Mache doch recht guten Damage. Trotz allem. Ist die Frage, ob Lucario was reißen kann. Nee, sorry, der Typ, der auf die Idee kam, so einen Kampf zu machen bei Barnet, dem soll man eigentlich ohrfeigen. Was für ein Scheißviech. Dann gehen wir wieder auf Meganie. Oder sonst hin. So. Banetoid. Alter.
Gott. Deine Mission, dem Megamanie-Pokémon zu helfen, scheint bisher erfolgreich zu verlaufen. Oh, Flodelis, na was geht? Wobei erfolgreich in solchen Situationen vielleicht nicht der passende Ausdruck ist, ne? Um einer Megamanie-Entwicklung die Stirn bieten zu können, benötigt man selbst die Kraft der Mega-Entwicklung. Oder Boost-Attacken. Oder beides. Doch Saiga kann keine Mega-Entwicklung durchführen. Schade, wa? Also werde bitte ein erstklassiger Trainer. Dann wirst du in der Lage sein, diese Schwäche auszugleichen. Saiga sehnt sich nach Frieden und Ordnung. Du solltest ihm bei der Erfüllung dieses Wunsches helfen. Es gibt offenbar auch eine Detektivin, die ihm nachstellt, ohne seine wahren Absichten zu kennen. Erik, mein Aussehen etwa so viel Verdacht? Irgendwann werden wir uns wiedersehen, junger Pokémon-Trainer, und deine Zukunft ist vielversprechend. Ja, so öfters. Der Typ hat einen komischen Vibe. Wieso trägt er zerrissene Kleidung? Oh, sorry, ich habe ganz vergessen, Pokémon zu heilen. Ja, bitte? Danke. Ja, see you later, Alligator. Megamanie Manette. Kehr zum Hotel, setz zurück. Ja, das wird noch ein bisschen auf sich warten müssen. Okay, da hinten noch. Nuggelots. Okay. Warum warten? Ja, weil ich mir dann doch vielleicht denke, dass wir das eine oder andere noch mitnehmen können, ne? Noch angucken können, bevor wir da schon wieder mit der Hauptstory weitermachen. Wir haben ja noch ein paar Nebenmissionen, wobei, Größe Carpador, naja. Das Ding, die Grillmark, Vegimark, Grillmark, Sodamark Kompanie, da fehlt mir noch eins, farbenfroher Flabebe. Ja, da eigentlich auch noch, ne? Vor allem würde ich eigentlich gerne dann weitermachen, also sagen wir es mal so, ne? Eigentlich war geplant, dass ich jetzt irgendwie noch die Dinge machen, die jetzt noch so anstehen würden. Noch ein paar offene Dinge. Dann ein paar neue Pokémon fangen gehen und so. Und dann eigentlich gerne bis zur nächsten Folge ein bisschen pausieren. Bis nämlich eine neue Ranked Session online ist, also Season 2 in dem Falle dann. Natürlich, wenn die Folge rauskommt, ist das bereits der Fall, ne? Also. Von dem her, ist mehr für mich persönlich. Dann könnte ich Phoenix auch mal einen Megastein besorgen. Das wäre schon geil. So, Durengard, Ampharos. Die Kombi war aus Meganie, Turtok, Phoenixis. Aber nicht eigentlich noch eine Minze? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Schlaubrille, Wesen, Solo. Ne, stimmt schon, ne? Ich glaube, das können wir noch ein bisschen verbessern. Ich kann natürlich wieder neue Minzen kaufen, ne, gar kein Thema. Muss ich noch machen. So. Das sieht schon besser aus, ne? Hoher Spezialangriff, niedriger Angriff. Alle meine 3 Starter sind auf Spezialangriff ausgelegt, ne? Lucario bin noch ein bisschen unsicher, wie das bei ihm handhaben will. Ich meine, Spezialangriff hoch, Spezialverteidigung runter. Ja, also da werden natürlich speziell um physische Angriffe Hand in Hand gehen, tatsächlich. Also gehen wir stark davon aus. Aber ja, so wie es aussieht, wir haben noch keine Sidequests mehr, ne, die wir noch irgendwie abholen können. Das heißt, wir können uns eigentlich mal zu Gebiet 12 machen, ne, noch ein paar Pokémon fangen. Ein paar neue vor allem auch. Und vielleicht, auch nur vielleicht, hier bei Balgoras noch eine Entwicklung auslösen.
Wäre auch ganz nett, ne? Ein Eisgebiet. Wieso hat es hier in so einer Stadt wie Illumina City auch so Eis? Ja, ist logisch, ne? Sowas da, natürlich. Hat jede größere Stadt. Gebieten, wo es sehr sonnig ist, Gebieten, wo es sehr eisig ist. Das ist alles vollkommen normal. 34 oder höher. Ja. Ja, wenn es eisig ist, kann natürlich hier mit Phenexis ein bisschen was machen. Vielleicht wird mal ein bisschen sneaky sein. Ein bisschen schwierig, hier sneaky sein. Das ist so ein Punkt, den ich hier in dem Spiel echt vermisse, im Gegensatz zu Legenden Arceus. Sneaky sein ist hier wirklich nicht einfach. Wir haben uns so angepriesen wegen, ja, sei doch einfach sneaky. Wenn du es mal sein willst. Junge, Schäferum, was machst du denn hier? Okay, der wollte nicht. Alter, einfach eine Liter Rex Blizzard. Rex Blizzard, keiner ist so wie dieser. Das ist leider wahr. Warte mal, machen wir so. Du kannst doch sicher irgendwie Patronenhit auf den flach machen. Ja, danke schön. Ist auch stark geworden, wenn es nicht so wäre. Macholo! Marschalldarm posieren. Marschhock! Sorry Marschhock, heute kein Durchbruch. Oh, warte mal. Nein! Ah, ich hab's befürchtet in die falsche Box. So. Moment. Jetzt fängt die Sortiererei schon wieder an, ne? Mach doch mal so. Und dann so. Für die Rallala. Ansonsten hier mit dem Pokémon, oder stimmt alles noch? Okay. So, das Schäferum da wollte gar nicht, ne? Modugel ja auch nicht, da ist sehr scheu. Ist bei Schäferum mal gar kein Ding. Irgendwie. Der anzeigen würde, ob es irgendwie gefangen werden könnte oder nicht. Oh meine Güte, Moment. So, jetzt aber, komm. Dankeschön.
Das Schnäppke habe ich ja gefangen, ne? Wo eins, ne? War noch ein paar mehr. Die Drecksbisse habe ich ehrlich gesagt eher gar keinen Bock. Botogel muss noch sein, ne? Arctip fehlt auch noch. Hm. Der muss einfach ein bisschen sehr, sehr sneaky sein. Die Eistüte habe ich 2, ne? Ich brauche theoretisch 3. Die ganze Entwicklungsreihe halt, ne? Geschenke! Nein! Oh, komm schon! Mann, Botogel hat gar keinen Bock, ne? Nein, der falsche Pokémon. So, da hinten ist noch ein Arctilas. Stufe Elite, ne? Oh, wo geht's denn hier hin? Kanalisation. Nein, nicht ganz. Zumindest ein paar Carbodos gibt's hier. Also, im Prinzip, er hat nur der Boto gewählt. Das Pokémon, was keinen Bock hat, ne? Das fangen mit dem Spaß. Was ist eigentlich mit dir los? 54, nee, dann mal, ne? Er ist ja komplett lebensmüde. Und dann wieder raus aus diesem Haus. Ja. Jetzt Botogel hier alle weg, da kommen die nochmal. So ich mich kenne, oder wenn ich das Spiel kenne, muss ich erst einmal abwarten, ne? Da kann ich theoretisch auch ganz kurz hier hin und dann von oben nochmal rein. Vielleicht respawnen sie ja so und sonst muss ich vielleicht einen Tag warten und keine Ahnung. Da genau so ein Botogel brauche ich. Level 28 auch schon, ne? Ich war natürlich... Wie war das bei Balgora schon mit der Entwicklung? Auch erst bei den späten 30ern und war es sogar Level 40. Da bin ich gerade echt nicht mehr sicher, war aber definitiv, glaube ich, relativ spät. Auch gut, ne? Definitiv, glaube ich, spät. Ja, sorry, wie soll ich denn so Botogel hier überhaupt fangen? Das ist doch Beschiss. Wenn ich reingehe und sofort abhaut. Natürlich könnte Dampfwalz als Kampf-Pokémon. Ja, so sieht die aus.
Und deswegen wäre Glurak die bessere Wahl gewesen. Als Feuer-Pokémon im Team. Er muss zugeben, ein bisschen bereue ich schon. So. Geburnt, Junge, geburnt. So, was setzt sich jetzt da gegen das Botogel ein? Botogel, dreh dich bitte um. Wer kann eigentlich haben? Ja, klar. Ich gehe natürlich jetzt raus und Rex, bis er da mir entgegenkommt. Was macht ein Bruttogel da? Mann, ist das Vieh nervig. Ja, das ist Mann, ich hasse das Spiel. Junge. Wie kann man sowas nur so scheiße programmieren, ganz ehrlich. Ja, ist gut. Schmeiß einfach alles weg. Trieb das scheiß Portugal einfach nicht, ist schon klar. Boah, aber gerade einen Hass auf das Spiel, ey. Wir machen nachher Pause. Ein paar Tage. So was ist ein richtiger Abfuck. Das Ding ist eine coole Funktion, das muss ich zugeben. So, wage ich es nochmal oder lass es bleiben? Also im Prinzip hier beim Sektor, sag ich jetzt mal, um Portugal zu fangen, gibt's... Oh. Hallo, was bist du für einer? Ernsthaft? Nun, bleib doch einfach mal drin, ne? Wer ist denn damit? Danke. So, versuche jetzt nochmal. Wieder wo Portugal aber nach da sein. Mit dem Finsterball und am besten auch ohne Pokémon. Das ganze dieser harte Wechsel nervt mich auch tierisch, muss ich zugeben. Was sind so viele Geister hier?
Okay, so könnte es klappen. Aber es muss ein Finsterball sein. So, komm. Also in einer Attacke One-Hitten oder was? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Was ist denn das für eine Scheiß... Ich kann nicht sagen Trefferquote, sondern Fangquote. Man, klar spawnt es gerade wieder, aber trotzdem. Du bist ja auch hier. Aber von gefangen, ne? Ja, okay. Die Nacht habe ich auch schon zweimal. Viele tolle Eiscreme. So. Hä? Wieso ist nicht wieder da? Los, er hat keinen Bock, ich muss mich da durchkämpfen. So, komm schon, bleib doch mal drin. Dankeschön, meine Fresse. Was für ein nerviges Viech, ey. Achso, ja, wir können dann ganz kurz mal das Forschung, ne? Hitzewelle abholen. Es gibt Surfer. Surfer natürlich vor allem online, ne? Ranked Matches sehr im Vorteil im Gegensatz zu Hydropumpen. Können eigentlich so nur empfehlen, der Unterschied. Weil da machen durchaus was aus, ne? So. Also uns fehlt noch Gebiet 13 nachher. Wird es ja noch mehr Wildsektoren geben, das ist klar. Müssen wir dann zurück zu AZ natürlich noch. Das machen wir nächstes Mal. Jetzt gehe ich hier noch ganz kurz meine Pokémon heilen. Dann vielleicht noch mal ein kurzes Team umstellen. Weil das Gefühl habe, dass eigentlich momentan mein stärkstes Team wäre. Jo, mache ich. Danke. Und dann, ja, vielleicht nächste Folge, dann können wir auch schon mit Phoenixes irgendwie Online-Matches nochmal schauen. Oder ist es so weit, dass ich irgendwie sage, was denn bei Part 40, war irgendwie mal so eine Idee, war, aber ja. Wird doch ein bisschen dauern, ne? Also quasi alle 10 Parts hole ich mir einen neuen Megastein, aber es könnte vielleicht ein bisschen lange dauern. So, Portugal haben wir auch, schon viele Boxen gefüllt. Oh, Pulserbox 16, ja, ganz geil, liebe Entwickler. Eine Box bewegen. Shiny, ne? So. Ja, ich habe erst einen Shiny. Ich hätte theoretisch noch einen Shiny Taubsi gehabt, aber das musste der Freeman, bevor er eine Chance hatte, es zu fangen. Übrigens, was ich schon mal letzte Folge meinte, alle Elite-Pokémon haben maximale EVs auf KP, ne? Warum auch immer. Es sind die EVs, nicht die DVs. Quasi die Richterfunktion gibt es vielleicht auch noch, keine Ahnung, wie man die freischalten kann. Da wäre ich jetzt überfragt. So, packe den wieder mal hier rein. Meganie da, okay, dann kommt Turtok. Hätten wir theoretisch schon mal alle 3 Starter. Das klug ist oder schlecht ist, keine Ahnung, weil wir natürlich alle 3 Starter haben, aber kein Gardevoir mehr. Denn, ja, wir haben ja Psycho, wir haben hier theoretisch Fee, beide haben Fee-Moves. Gut, wenigstens habe ich das weggenommen. Aber der ist jetzt natürlich auch drauf. Dann Pandago macht sowieso einen guten Job. Riolius ist mir noch ein bisschen zu neu dafür, muss ich zugeben. Aber theoretisch natürlich auch ein cooles Pokémon. Vor allem das Kampf Stahl, ne? Jetzt habe ich hier halt 2 Stahl-Pokémon, ne? Durengard und Stalobor.
Das wird sich garantiert noch ändern, denn ja, Durengard ist halt ziemlich lahmarschig tatsächlich, wenn es um die Ausführung der Attacken geht. Deswegen vielleicht Balgoras rein, ne? Mein Gestein Drache ist auch ein cooler Typ. Stimmt, ne? Pflanze, Feuer, Wasserstarter, hä? Pandagro, Stalobor, Durengard. Einfach auch ein bisschen länger dabei, ne? Aber ja, was mal, welcher von denen hätte jetzt irgendwie noch... Ah, Balgoras mit dem Donnerzahn, ne? Ja, Turtok hat noch einen Eishieb statt dem Eisstrahl. Pandagro hat auch einen Eishieb. Natürlich auch noch beiden mal irgendwie auch einen Donnerschlag noch lernen. Also nicht eher Pandagro tatsächlich. Sonst natürlich Durchbruch und Knirscher. Immer die stärksten Moves, ne? Synthese. Ja, aber ich habe ja Gigasauger, ne? Aber keine Synthese im Prinzip. Eine stärkere Fehlertag wäre mal cool. Nix mit Donnerschlag. Ja, genau. Ansonsten Magieflamme habe ich ja schon, genau. Irrlicht, theoretisch nicht schlecht, statt Flammenwurf, ne? Haben wir auch schon überlegt. Oder eben noch eine Feenattacke oder irgendwie noch eine Staatsattacke. Ich habe einen Flammenwurf, also aber 2 Feuerattacken. Ich meine, kann man machen. Klar. Aber zum Beispiel hier Zauberschein beizubringen wäre auch eine Option. Hat eine gute Coverage gegen die bösen Drachen und so, ne? Ja, was kann ich noch machen? Wir haben hier Rollwände. Okay. Eisstrahl, wann haben wir die gelernt? Beziehungsweise Tieren bekommen, aber gar nicht mit. Hä? Okay. Eisstrahl beibringen natürlich. Mein Turtok so Hydropumpe Lichen ohne Eisstrahl, eben statt Hydropumpe, ich sage jetzt mal so, hier im Spiel, Story-Modus geht schon, aber online würde ich lieber auf Surfer tendieren tatsächlich, weil Hydropumpe braucht einfach zu lange. Obwohl es eine starke Attacke ist, aber es braucht einfach zu lange. Pandago hat den Nachthieb, einen Knirscher. Würde ich tatsächlich immer noch ein bisschen so beibehalten. Patronenhieb, ja. Vielleicht ein Wechsel da mit unserem guten Kumpel. Kann ich sagen, Lucario, ne? Wäre es eine Option. Dem jetzt in dem Team, sag ich jetzt mal, Donnerschlag, ne? Was gegen Wasser-Pokémon hätte. Ansonsten, ja, jetzt habe ich halt was gegen Wasser- und Flug-Pokémon. Im Eis habe ich halt noch was gegen Boden. Pflanzen. Eigentlich schon eine bessere Coverage, ne? Bei ihm jetzt, sag jetzt mal. Und bei Stalobor, der kann halt den Gift-Typ noch lernen, ne? Gift-Typ ist ja eh auch nicht so schlecht. Du hast noch einen Gift-Typ drauf, ne? Gegen Feen. Da wäre natürlich eine Überlegung wert, tatsächlich. Ich meine, im Kampf unlicht hat man eine 4-fache Feenschwäche, wenn er aber mal schnell mit Gift-Typ reingrätschen kann. In Feen-Typen. Wäre es schon cool. Gegensatz halt Stalobor, ja. Steinhagel Kreuzschere. Wäre noch ein cooler Stahl-Move tatsächlich, ne? Stalobor. Mit Schwertern hat jetzt irgendwie beide drauf. Durengard hat auch Schwertanz drauf. Wird langsam ein bisschen langweilig, ne? Stahlgeist, das macht schon Sinn, ne? Bei in diesem Moveset, 10 Kopfschuss eventuell noch. Könnte man theoretisch machen. Mal gucken. Wenn ich jetzt ihn nochmal reinnehmen würde, ne? Stelle von Stalobor. Eben hier Durchbruch, ja, Kampfattacke halt. Boden, Käfer, Gestein. Da halt Durengard, ne? Trotzdem mit Kampfstahl ist halt. Die beiden sind fast überflüssig, ne? Also in dem her.
Also hier brauche ich sicher noch irgendwie einen anderen Typus. Ich sage jetzt mal so, ne, Balgoas wäre eigentlich anstelle von Durengard in dem Team besser geeignet. Aber gut, das soll jetzt nicht das Problem sein für heute. Zum Folgenabschluss habe ich gerade irgendwie eine Bank noch. Den Pokémon abhängen. Wir sind schon irgendwann bei 40 Minuten. Ne, krass. Freunde, das ist aktuell unser Team. Mit 3 Sternen aus verschiedenen Regionen. Das macht Spaß. Und ich sage an der Stelle, wo ist denn jetzt? Ach, wo ist da hinten, ne? Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann sind wir schon in der 2. Season. Sprich, wir könnten Megastein für Phenexis holen. Dann hätten wir eigentlich im Team jetzt aktuell schon mal 3 Pokémon in Mega-Entwicklung drauf haben. Aber können sie dann theoretisch auch, ne? Wären es eigentlich schon 4, aber dann Megastein dafür noch. Durungan und Pandagro. Ja, schwierig, ne? Naja, mal gucken. Sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.